Guten Tag, ihr Leid. Die Jura. Wir werden heute den Zaun etwas, da ist er ja, hallo, etwas vergrößern, erhöhen, erweitern, aber ich habe gemerkt, ich habe gar keine Stöcke mehr für Pfeile. Und das ist insofern schlecht, als dass es schlecht ist. Und deshalb werde ich jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Also mit anderen Worten, es ist halt einfach dunkel und da weiß ich ja eh nicht, was ich großartig machen soll. Und dann werde ich ein paar Bäume umhauen. Zum Beispiel den da. Ich kann das dazu nehmen, dass ihr auch was seht. So. Weil ich brauche nämlich ordentlich Stöcke für, also ihr kennt meine Zielgenauigkeit. Natürlich brauchen wir auch Holz für den Zaun, ganz klar. Natürlich, das liegt nicht an meiner Zielgenauigkeit. Das liegt einfach daran, dass wir Stücke brauchen. Ganz genau. Nee. Also ja, wir brauchen auch Weichholz. Aber ich brauche vor allen Dingen Stöcke. Weil ich schlecht bin. Ja. Das sind so schöne große Bäume, die will ich eigentlich gar nicht nehmen. Oh. Brauchen wir noch ein Schaf? Haben wir genug, gell? Weiße Lämmchen. Ich glaube, ja. Hier ist ein einzelnes. Gibt es auch große Schafe eigentlich? Nee, ne? Was ist denn das? Was hast du? Sind das hier die Twin Towers oder was? Moment. Oder ist das irgendwie ein Football-Tor? Was soll denn das? Also echt jetzt, wer macht denn sowas? Das sieht irgendwie, das passt überhaupt nicht her. Oh, da drüben schläft ein Bär. Oh, das rannt sich. Ja, ob Reime oder nicht, es passt hier gar nicht her. Was ist das? Das sieht dumm aus. Vielleicht warst du's? Ich hoffe, dass dein Mikrofon leise genug ist, um das nicht aufgenommen zu haben. So. So, also den Baum hier werde ich noch fällen. Und dann dürfte ich auch genug Holz haben. Wie es mit den Stücken aussieht, weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, Stücke haben wir jetzt irgendwie nicht so viel. Ja, Stücke kriegst du ja auch, wenn du hier so rumschnitzelst, ne? Glaube ich. Ja, es ist das. Ja, das geht sogar besser. Da ist wieder eine große Wildsau. Haben wir auch eine große Wildsau oder nur kleine? Achso, wir können ja gar keine großen fangen, so direkt. Genau. Also wir haben uns da schon einen Plan überlegt, wie wir dann doch erwachsen, also habt ihr ja schon gesehen, wie wir Kühe hergebracht haben. Aber das Ganze kombiniert mit einem Portal in einem Vorgehege. Versteht ihr? Mhm. Und das sollte eigentlich funktionieren. Aber dafür brauchen wir erstmal größeres Gatter. So. Wäre es nicht besser hier eine Sichel? Hoppala, habe ich jetzt eine Maus getroffen? Nee, das Ding kann eh weg. Das ist böse. So. Ich glaube, es wäre besser da. Kriegt man mit einer Sense mehr Bäume? Also geht das auch bei Bäumen? Ich glaube nicht. Gucken der da so bläde. Baller ich jetzt halt ab. Hast du jetzt davon? Hättest du mal bläde geguckt? Vielleicht sollte ich mal aufhören, Bogenschützen zu töten. Ich habe einen Haufen Pfeile. Wieso kommen nachts Killerfische raus? Wo bin ich? Ach, ich bin schon wieder am Friedhof. Nee, die sind immer da. Ah, okay. Immer am Friedhof. Oh, guck mal da. Was haben wir denn hier? Damit meine ich nicht den da drüben, sondern den hier. Zack, jetzt aber schnell weg. Hat nichts gesehen. So, dann habe ich noch ein kleines Truthühnchen gefangen. Rothuhn? Rothuhn? Rothuhn. Oh, hopp. Also irgendwie sieht unser Haus gruselig aus. Irgendwie wie eine Feindes... Au. Ein paar Blüten? Das ist ein Bär. Wie eine Feindesvilla, weil das so lila glänzt, leuchtet. Leuchtet. Ich dachte schon, so ein paar okay, ich merke schon, der Bär ist hinter mir her. So, der Bär ist nicht mehr hinter mir her. Ich will jetzt den Bär nicht unbedingt in den Stall locken. Auch wenn wir die Zäune von den Hühnern vergrößert haben. Aber man kann ja nie wissen. Nicht, dass er uns dann die Hühner klaut. Mein Bär existiert übrigens auch nicht mehr. Also, der in der Jagdhütte.
Ihr habt es alle gehört, ihr Bär existiert nicht mehr. Ihr habt es zuerst erfahren. Zack. Wisst ihr? Quick, quick. Ah ja, was essen die gerne? Sag mal her. Mais. Mais will er haben. Oh, jetzt ist er lieb. Also, man muss den gar nicht mit Mais ködern, die Tiere. Es reicht, wenn... Also die kleinen gelben Küken sind noch da, aber die weißen Hühner sehe ich nicht. Gehen die Hühner ins Haus schlafen und die Küken bleiben draußen? Ich habe keine Ahnung. Wobei, ich sehe nur ein gelbes Küken. Hatten wir nicht zwei Keine oder so? Ahnung. Ich führe kein Buch. Ich sage, wenn wir hier ein... Ah, Hier sind wieder die Tiere am Schnarchen. Wenn das Spiel hier einen Hühnerschwund hat, das finde ich nicht gut. Alle Tiere dürfen schwinden, aber Hingelein will ich am Morgen vorfinden. So. Guten Tag. hey. Darüber, so. Ein bisschen entladen hier. So. Ein paar Stückerli habe ich mitgebracht. Guck mal, immerhin ein bisschen was. So, jetzt Zäune. Ahornstamm ist Redwood, Softwood. Naja, habe ich falsches Ding geholt. Okay, also Weichholzzäune brauchen wir. Machen wir hier alle. So, das war's. 59. Also ernsthaft jetzt? Kann man hier auch schön Zaun bauen? Nee. Ein Zauntor, eine Leiter. Das ist ein ganz anderer Zaun. Das will ich nicht. Ich will nicht so einen Zaun. Oh, ein Holzfällerstuhl. Holzfällerschild. Okay, du kannst lustige Sachen mitbauen, aber keine schönen Zäune. Ich will doch aber Zäune. Wir haben nur 59 Zaunelemente. Das ist ein bisschen wenig, glaube ich. Ja. Nö. Darkwood, Hardwood. Wir haben sehr viel Hardwood. Doch, da ist noch ein Banya-Stamm, genau. Da, ein Buchenstamm. Lightwood. Das ist... Ja, komm. Achso, das ist was anderes. Lightwood. So. Dann machen wir einfach noch mit einem Birken... Ich guck mal, ob ich mit einem Birkenstamm was Feines basteln kann. Ja, das sieht dumm aus. Ich will keine dummen Zäune haben. Doch, da. Also, das ist eine Leiter. Ach. Der muss ja... Das ist doch hier Kacke. Lass mal Zäune gucken. Was kann man denn hier... Was haben wir denn für viele Zäune? Guck mal hier, ein Feuerstamm. Da kann man bestimmt einen Feuerzaun bauen. Das ist vielleicht sogar eine gute Idee. Den hatten wir schon. Ein Azurstamm. Ja, komm, nehmen wir auch mal mit. Drywood, Blackwood, Darkwood. Hardwood hatten wir. Ne, wir hatten Redwood. Komm, wir nehmen auch mal einen Eisstamm mit. Einen Giftstamm. Ich gucke jetzt hier, dass man schöne... Hallo. Schöne... Was man alles schöne für Zäune bauen kann. Ja, das sieht gut aus. Ein Schwarzholzzaun. Der sieht fies aus. Eigentlich sieht er aus wie verkokelt. Mach Sachen. Sollte man gar nicht erwarten bei einem verbrannten Holz. So, was haben wir hier? Totholzzaun. Das sieht sogar richtig gut aus. Also Totholzzaun merken wir uns mal. Was ist das? Darkwood. Ja. Ist in Ordnung. Hardwood hatten wir, glaube ich. Nö. Hardwood hat horizontale Zaundinger. So wie Softwood, nur ein bisschen dunkler. Was ist das? Hardwood. Das ist Darkwood. Ja. Und Azurstamm. Hallo? Der Azurstamm will nicht, oder was? Komm da rein. Ah. Azurstamm ist Totholzzaun. Aha. Jetzt fehlt nur noch der Eis. Ui. Das ist jetzt natürlich, also das ist der überhaupt Zäune. Falltür, Tisch, Stuhl, Kleiderschrank, Plattform, Tür, Schild, Regal. Nee, da gibt es überhaupt keine. Eiswood. Das da finde ich ja immer noch cool. Also das ist halt das sieht ein bisschen schäbig aus. So.
Ach, das ist ein vergifteter Zaun. Vergifteter Zaun und Azurstamm haben quasi... Na, hallo? Achso, Azurstamm kannst du überhaupt nicht nehmen. Ist das dumm. Ja, komm. Also Hardwood ist noch in Ordnung. Da hast du halt horizontalen Zaun. Den nehmen wir einfach mit. So, zack. Jetzt haben wir 100 Hartholz. 112 und 59 Weichholz. So, das muss reichen an Zaun. Wir müssen uns ja ein bisschen den Zaun halten, ja. War ein Wortspiel. Ja. Jojo. Hey. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. So. So, Harz. Harz hat das nicht irgendwo mal gehabt. Also wenn dann eigentlich da drüben irgendwo da. Nee, das ist mein eigenes Inventar, was ich gerade gesehen habe. Wo ist denn Harz? Harz ist brennbar und was brennbar ist, kommt da rein. Habe ich gerade beschlossen. So, zack. Oder ist da oben? Nee. Okay. So. Da machen wir... Nee, da machen wir kein Fleisch rein. Machen wir da rein. Zack. So, Guti. Dann würde ich sagen, wir nehmen den da. Ja? Gut. Was machst du für Geräusche? So, wird's hell? Es ist hell. Sehr schön. Aller gut. Jetzt können wir auch endlich mal anfangen. Hat ja auch nur fast die Hälfte, ein gutes Drittel der Folge gedauert. Guck mal, hier alle Tiere fit. Die Hühner sind wieder da. Zumindest sehe ich ein weißes Huhn. Aber keine Eier. Also, ein gelbes Küken, ein weißes Huhn. Haben wir nur ein weißes Huhn? Glaub. Ah ja, das kann sein. Und nur ein gelbes Küken? Möglich. Ja gut. Ja gut, also, Zaun erweitern. Dann gucken wir mal Folgendes. Also da hier muss ein Tor hin, ne? Das hier ist ja der Fangzaun. Ja, oh, hast du eine Lore gebaut da drüben, sehe ich gerade? Ja, ich war in der Mine vorhin und dann habe ich ein paar Schienen mitgenommen. Kannst du noch ein bisschen leiser nuscheln? Ich habe gesagt, ich war in einer Mine und habe ein paar Schienen mitgenommen. Achso. Pass mal auf, das ist eine Spinne. So, hallo. Also, au. Also, vergiftet. Also hier will ich ja ein bisschen erhöhen. So, ich wollte noch die Sache erklären. Also, ein Plänchen wäre dann, wenn wir da drüben jetzt gleich mehr Sand hinmachen, ein bisschen den Boden erhöhen, dass wir dann hingehen und diesen Auffangzaun, nenne ich ihn, da könnten wir ein Portal reinstellen. Und wenn wir dann Tiere ins Portal locken, kommt das hier raus, dann schnell durchgehen, Portal wegmachen, dann ist es hier drin, machst hier die Klappe auf, kannst du hier Tiere reinholen, also erwachsene Tiere. So, aber zuerst müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Gut, und ich fange da schon mal an, indem ich hier fleißig fälle. Also Bäume. Oh geil, es gibt Stöcke. Stöcke ist gut. Ist da auch Holzfällen oder? Ah ja. Sind der ins Loch gefallen? Es gefällt mir nicht, dass da drüben so viele Gegner rumrennen. Also so, ja, die kann ich ja platt machen, ist ja jetzt kein Ding. Aber... Au, fall um, du. Da drüben ist noch einer, ha? Ein Schogenbütze. Weil da wollen wir ja doch unseren Dingens hinstellen, so. Ja, es ist halt die Frage, wie das ist mit den Gegnern, wie die spawnen, also... Ja, das... Ob dann irgendwann mal ein Ding kommt, dass die in gewissen Gebieten nicht spawnen, wenn man... Da war ein Gebüsch mit einem Loch drunter. Hä? Wie geht denn das? Da war nämlich gerade noch ein Baum. Das Gebüsch weggemacht. Vielleicht war das eine Fallgrube. Ja. Und den da drüben, den werde ich geben. Hey. Fallgrube. So, also, und dann muss ich mal ganz gucken, ob man hier... Erde dürften wir ja noch genug haben in Kisten.
So. Ich müsste jetzt hier nicht alles wegmachen, glaube ich. Mache ich aber trotzdem, weil es halt ein bisschen Gras gibt. Gras brennt. Und ein paar Stöcke gibt es ja auch manchmal. Kann ich ja auch gerade gebrauchen. Von daher machen wir das ganz schön. So. Hallo Gaul. Wir können ja dann hingehen, können Kühe und Pferde zusammen machen. Dass wir so ein bisschen geordnet haben. Hat ihr das gehört, dass ich gerade versucht habe, nicht ins Mikrofon zu rülpsen? Falls ja. Ich hab's gehört. Ja, ich hab's versucht. So, also, Erde. Haben wir hier? Hier. Hier ist Erde. Dann zeige ich mal Herde, da. Roter Sand, Erde. Roter Sand, Erde. Halt. Die Kiste nehme ich natürlich mit. Was soll denn das? Und... Dirt, nicht zu verwechseln mit Dörte. Wie weit kommen wir denn mit 100 Erde? Nicht so weit, oder? Okay, dann nehmen wir einfach 184 Erde. Damit kommen wir weiter. Gut. Oh, wo hast du das her? Oder da hinten geklaut. So. So eine bist du. Oh, ich muss Katze füttern. Die guckt ganz böse auf den Fressen ab. So, müssen wir den Baum da auch wegmachen? Ja, komm. Gibt Holz. Zack. Ja. Aller gut. Dann mache ich das mal wieder alleine, weil die Dame des Hauses sich lieber darum kümmert, dass unsere Tiere nicht verhungern. Es ist ja lachhaft. So. Hallo, mein Lieber. Ich glaube, meine Schnellklicker-Taktik ist nicht so gut. Ist gut, ja. Naja, dann habe ich schon mal Besseres gemacht, ja. Gut, dann machen wir das halt wieder richtig, so. Ich weiß halt nicht, wie das ist mit Wiese. Aber eigentlich ist es ja auch egal. Ich meine, es gibt ja dann quasi so eine Art Pferdekoppel, ja. Wo dann Kühe und so rumlaufen. Und da ist ja auch oft keine Wiese wegen den Hufen und so. Dass da dann halt... Aha. Junge, ich glaube, der da steckt im Zaun. Wieso pennt der eigentlich noch? Wie lange schlafen denn Pferde? Sind das Langschläfer? Ich höre es wieder schnarchen. Ernsthaft jetzt? Wie lange schlafen eigentlich Pferde? So im Schnitt. Also, wovon du bist, ne? Ah, ja, okay. Ab und zu mal ein bisschen länger. Aber oft auch kürzer, ne? Ja. Gar nicht so selten. Womit wurde ich da gestraft? Woman's Planning. Weißt du? Beim Mansplaining lernst du wenigstens was. Bei Woman's Planning. Okay. Wie breit wollen wir werden? So breit wie Burg? So breit wie du. Ja, so viel Steine habe ich nicht. So. Ja, so breit Übrigens, wie Burg. ja, wir könnten unsere Burg irgendwann auch mal fertig bauen. Also, das ist so diese typische Hausbaumentalität, die sich leider auch im richtigen Leben bei mir zeigt. Weißt du, es gibt dann hier Leute in so Spielen oder Animal Crossing auch zum Beispiel, da muss alles perfekt sein, da muss der Tisch richtig stehen, da muss der Teppich zu den Farben der Schuhen passen und was weiß ich was alles. Und bei mir ist es so, ich brauche ein Haus. Wenn das dann noch ein Dach drauf hat und vielleicht sogar ein Fenster drin und ein Stuhl und ein Tisch, dann ist das fertig. Dass der Stuhl ein komplett anderer Stuhl ist, also ich meine jetzt eine Sitzgelegenheit, komplett anders ist und gar nicht zum Tisch passt, weil der Tisch ein Plastikmöbel ist und der Froschstuhl und dazu, keine Ahnung, ein Holzboden und Metallwände, das ist egal. Es ist ein Haus, es hat alles, was es braucht. Und so ist es halt auch bei mir.
im Real Life so, ich repariere irgendwas und es ist praktikabel, das reicht. Es ist nicht perfekt. Es ist halt, hat halt Vor- und hat halt Nachteile. Hat halt unter anderem den Vorteil, dass ich halt gemerkt habe, hier an dieser Stelle einen fleißigen Lesegruß raus an Anja. Keine Ahnung. Lesegroß. Okay. Ist klar. Ja. Und zwar bei Büchersammlungen. Also gerade wo es mehrere Bände gibt, seien es Bücher, Manga, Comics oder sowas. Wenn ich eine Serie will, dann will ich die Serie. Und dann lese ich die. Und da ist es mir egal, dass so war es bei mir bei Walking Dead. Da habe ich glaube irgendwie die ersten 3 oder 10 Bände oder so habe ich auf Deutsch. Dann habe ich die zweite Omnibus Collection auf Englisch gekauft, wo dann quasi die Bände 11 bis 20 oder sowas drin sind. Und das war dann halt ein komplett anderes Format. Es war ein Softcover statt ein Hardcover. Es war auf Englisch anstatt auf Deutsch. Es war ein bisschen kleiner, also so kein DIN A, keine Ahnung, 3 oder so, sondern so ein komisches Ami-Dingsbums. Dafür aber halt ewig dick, also das Omnibus-Format so halt. Aber es war mir egal, weil ich hatte die gesamte Geschichte. Dass die Sprache unterschiedlich war. Ich habe ja beide verstanden oder ich verstehe ja Englisch und Deutsch, passt ja, also Deutsch manchmal. Das ist egal. Bei Anja wiederum, die macht das halt ins Regal. Und ich kann auch voll verstehen, dass er dann halt sagt, ja, das muss halt auch schon gut aussehen. Du kannst das soll ja nicht aussehen wie Kraut und Rüben und so. Kann ich voll verstehen. Ey, krass. Wieso ist da jetzt überall schon Wiese drauf? Das ist ja mal cool. War doch eben noch nicht. Ja. Was? Okay, das ging schnell. Ja, also ich kann voll verstehen, dass Anja sagt, nee, das muss, wenn du mit Deutsch anfängst, du kannst da nicht plötzlich einen größeren Band hinstellen und dann kleineren oder andere Nummerierung oder so. Das muss halt einheitlich sein. Kann ich voll verstehen. Bin ich aber nicht so. Und das finde ich gut. Weil so eine Omnibus Collection zum Beispiel, um jetzt dabei zu bleiben, die ist halt deutlich günstiger. Da zahlst du, keine Ahnung, lass mal 30 Euro oder 40 oder 50 oder 60 Euro sein, keine Ahnung, sagen wir mal 60 Euro für 10 Bände oder so, während im Deutschen pro Band 16, 18 Euro gezahlt hast oder so. Ich weiß, die gibt es jetzt mittlerweile auch im Softcover so, aber damals gab es die nur im Hardcover. Ja, so ist das. Genau. So, das da ist viel zu breit. Tust du jetzt die Burg ein bisschen verbessern, ja? Oh, Gut. Ich meckere nicht, ich merke an. Ich merke an und ich erkläre, warum ich das nicht mache. Und hier sieht man auch gleich, warum ich mit Jesse zusammen bin. Also jetzt mal abgesehen davon, dass er halt gut aussieht und ohne zu meckern das futtert, was ich koche. Nö, sie macht so die Detailarbeit. Ich wollte gerade sagen, Also, das ist eigentlich so ein typisches Rollenbild, wo eine Frau nur irgendwie vertauscht. Die Frau merkt an und der Mann seien Sie mal nicht repariert so dann. sexistisch, gell? Das ist kein typisches Rollenbild, das ist halt einfach so. Ja. Bin ich halt der kocht. Ja. So, passt doch. Ja. Genau. Und ja, ist doch aber gut, ergänzt sich irgendwie. So. Ja, sie ist mehr so die Frau fürs Detail. Wie gesagt, das Grundgerüst vom Haus steht, passt. Dach überm Kopf ist okay. Ja, dass da 3 verschiedene Ziegelsorten drauf sind oder so, oder eins ein bisschen schief ist, ist mir egal. Grundsätzlich passt das. Und Dio ist dann halt so, dass er halt hingeht und die Details ein bisschen drauf achtet. Allerdings, und jetzt komm, pass auf, jetzt kann ich hier wieder lästern. Ich will ja ihr nicht so viel Honig um die Schnute schmieren, weil wenn sie dann nämlich in den Dreck fällt, sieht es nämlich aus, als hätte sie einen Bart. Und das finde ich nicht hübsch. Also glaube ich, vielleicht finde ich es hübsch, weiß ich nicht. So, okay, und zwar, pass auf, dieser Blick fürs Detail beim Aufräumen ist dir halt eher schlecht. Ja. Wenn es hier nämlich aussieht, weil so viele Sachen, Socken von mir zum Beispiel, Aber das Fenster ist sauber. rumfliegen oder so, oder der Rucksack in der Ecke, keine Ahnung, ein Haufen Kabel, Computerbauteile, alles wild durcheinander hier rumfliegt. So. Und ich sag, wir räumen auf. Oder räum mal auf. So, räum du auf und ich mach dann weiter. Oder räum du auf, dann komme ich nach Hause, mache ich den Rest so. Und dann komme ich nach Hause und dann liegen da noch Socken rum. Aber die Fenster sind sauber.
Genau, es liegen noch Socken rum, es liegen noch Kabel rum, der Rucksack, eigentlich alles wie vorher. Aber die Fenster sind sauber und der Boden ist gewischt. Sie ist dann quasi hingegangen, hat den Boden, hat alles hochgehoben, Boden gewischt und alles wieder hingelegt. Ja, und bei mir ist es halt genau andersrum. Da kann der Boden nur aus Schmutz bestehen. Ist scheißegal, es liegen dann keine Kabel rum, der komplette Boden ist frei. Er ist halt dreckig wie Sau, aber er ist frei. Und also für sich allein gesehen ist das halt beides Kacke, aber zusammengenommen ist das die perfekte Ergänzung, finde ich. So, muss man auch mal sagen. Gut. Wie sehr hören wir uns an wie ein altes Ehepaar? Hoffentlich sehr. Cool. Hoffentlich hören wir uns an wie ein Ehepaar, was jetzt fast 18 Jahre zusammen ist. Im Mai werden sie übrigens 18. Stimmt nicht. Du bist eine Lügnerin. Im Mai werden es 20 Jahre. Ja, klar. Guck, das weiß ich natürlich. Ja, natürlich habe ich das gewusst. Du wolltest mich nur testen, gell? Ich dich auch. So. Okay. So. Ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Ah, ich habe noch genau 2 Steine. Ja, guck mal, du kannst dem Gras beim Wachsen zugucken. Hast du gesehen? Ja. Pass auf. Ah, ich dachte, man kann das erkennen. Okay. Manchmal auch so. Flupp. Ja. Da darf man nicht weggucken. Guck mal da, das Pferd ist wach geworden, sieht, was ich jetzt vorhab. So, ich habe vor, Zäune zu ziehen. Okay, ich merke schon, ich habe eine Dingens vergessen. Komm, dann bauen wir hier noch ein bisschen ab. Ich will hier halt auch nicht zu, obwohl doch schon ein bisschen flach machen. Ja, komm, ich habe halt schon gerne Berge, aber ich finde, dieser Berg da drüben, der ist aber auch zu hoch, finde ich. Da müssen wir rübergehen und müssen dem jetzt eine Schicht abbauen. Das ist wichtig. Berge, weiß jeder, die muss man trimmen, damit sie im Frühling höher wachsen. Das weiß jeder. Aber vormärz. Jeder Bergförster weiß das. So. Das ist jetzt aber schlecht. Hier oben keine Erde, sondern Geröll ist, also Steine. So. Wo wir gerade hier oben sind, sehen wir hier irgendwo Hühners? Nee. Okay, da, hier, da. Zack. Das da ist eine Erdschicht. Weißt du, was cool wäre? Wenn du so Erdschichten abklopfst und ein Skelett findest. Ein Dino-Skelett. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Dinos hier ja noch leben. Das ist ja wie wenn du irgendwo buddelst und ein Fernsehskelett findest. Ein alter Röhrenfernseher, weißt du? Gab's nicht mal eine Dinos-Folge? So eine Spezialfolge? Doch, da gab's also die Dinos, ne? Kennst du? Hier. Bin da, genau. Hier. Earl Sneed Sinclair und so. Da gab's mal eine Spezialfolge, wo sie hier so die Sicht also von den Paläontologen gezeigt haben, wie sie dann Sachen ausgraben und dann haben sie halt immer wieder so, wahrscheinlich war da wieder Schauspielerstreik oder sowas, wo sie halt einfach Realsequenzen, also war ja eine Realserie, eine Puppenserie halt, aber so normale Menschen gezeigt haben, die halt Ausgrabungen machen so. Und dann, ja, hier haben wir ein Vater-Dino und wir haben herausgefunden, dass Dinos sehr familiäre Tiere waren. Dann siehst du halt so eine Familienszene, also so eine alte, aufgenommene von den Dinos halt. Und dann haben sie auch mal gezeigt, es gibt jedoch auch Sachen, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Und dann siehst du halt, wie so ein Paläontologe da ist
und einen Fernseher ausgebuddelt hat, einen versteinerten. Und dann so sagt der Typ, glaube ich, irgendwie sowas, wenn so etwas geschieht, verbuddeln wir es einfach wieder. Und dann nimmt er halt einfach den Fernseher und verbuddelt ihn wieder. So, alles klar. Haben wir nicht gesehen, alles klar. So. Würde ich genauso machen. Ja, da musst du du hast noch... du die Arbeit mit Erklärung und so. Ja, ist ja eklig. Ja. Die Erklärung. So. Machen wir das... Ja, da ist ein Baumstamm. Ja. Machen wir das so hin. Ich habe jetzt hier dann halt das Problem, weißt du, dass ich denke, ja, das sieht jetzt zu natürlich aus. Das will ich ja dann auch nicht. So natürlich? Zu natürlich. Das ist natürlich zu. Ja, das ist ja keine Tür. Sand auf Sand, Stein auf Stein. Alles das kannst du verhauen. Doch hör zu, hart, ganz hart. Kriegst mit ner Hacke alles klein. Oh, nicht alt. Okay. Schimanski freut sich gerade. Das kapiert ja wieder keine Sau. Da gibt's auch nichts, da gibt's gar nichts zu kapieren. So, wollte ich nur mal erwähnt haben. Das war jetzt einfach, da gibt's gar nichts zu kapieren. So, ich glaube, ich brauche hier noch eine Reihe. So. Dann probieren wir es mal mit Zäunen. Das sind Außenzäune, ja? Gut. Siehst du? Das sind Außenzäune und was macht er? Der gute Herr Gesangsverein hat sie vergessen zu drehen, baut Innenzäune. Ja, natürlich schlecht. So, jetzt hat aber... Da, guck. Wer quickt mir denn da ins Ohr? Alles das kannst du verdauen. Doch, gib zu. Mann! Ja. Wer war das? Wer war das? Wer hat das da falsch gemacht? Ich hab doch drauf geachtet, hab ich doch. Aber wohl nicht genug. So, siehst du. Aber ein schön großes Dingensbummens gibt das. Also da kann keiner meckern. Außer vielleicht die Ziegen. Die dürfen meckern. Haben wir das hier so direkt? Komm, ich gucke einfach hier. So. Wir bauen mitten rein am besten eine gescheite Tür irgendwie. Jawohl. Mal gucken. Ups. Holz auf Holz. Ne, das ist dumm. Da, siehst du? Ich will mich veräppeln hier. Nix da. Liegt da? Nix da. So, also jetzt haben wir quasi einen relativ schönen Zaun. Der ist da oben halt gerade nicht so schön. Aber das kann man ändern, hoffe ich doch. Wenn man das da weghackt. Erstmal das da weg, ja? Und das da weghackt. Und dann... So, okay. Ja, jetzt haben wir einen schönen großen Zaun. Was ist denn hier passiert? Ach, guck mal, ernsthaft jetzt, da stehen 2 Dinger falsch. Naja. So. Es wird übrigens noch problematisch werden, die Tiere sortenrein irgendwie die Sorten da reinzukriegen. Oder soll man das hier einfach ein großes Dingens machen? Brauchen wir das sortenrein? Ja, ja, Kühe, Großtier und Kleintier. Zum Beispiel. Also Pferde und Kühe und Schweine und Hasen. Und die Ziegen müssen wir was überlegen. Ja, kann vielleicht. Anstrengend. Ja, klar ist das anstrengend. Deshalb ist halt die Frage, soll ich einfach den Mittelzaun wegmachen und die können hingehen, wo sie wollen?
Oh. Jo. Ja, machen wir so, oder? Hallo. So, ihr Kiddies. Oder Tiris. Das ist gar nicht so einfach. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich dem Gaul hier jetzt nicht auf den Kopf hau. Mal hier. Ferdi ist der Erste, der mir... Ui! Schlagsafe! Da ist ja jetzt Platz wie nix. Und Nee, der merkt nicht, da ist Platz für nichts, der will einfach... Ah, nee, der merkt nur, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Guti! Hust. So. Ich hab nicht nur Probleme beim Zielen mit dem Gewehr, nein, ich habe auch noch Probleme beim Zielen mit der Axt. So, sieht doch größer aus. Gut. Dann würde ich... Ja, nee, den Auffangzwinger würde ich hier gerne wegmachen. Den haben wir ja nur gemacht wegen der Brücke, die wir darüber gemacht haben. Den würde ich gerne darüber machen, weil hier ist ja der Bienenbereich, weißt du? So, dann machen wir den schön weg. Und solange ich den wegmache, gucken wir noch ein bisschen Sonnenuntergang und sagen Tschüss. tschüss. Mö. Bis morgen.